Wetschi wat? Ich glöw, wie habt nicht Glück hat. Ich mein, dat ha wahrhaftig ganz anders utgehen könnt. Us ganze Hushaar abbrennen könnt. Und wie habt rein gar nichts andragen von dat grode Malheur, dat passieren könnt ha. Aber nu erstmal von vorn. Dat wär nämlich so, dat wie gestern Abend, als dat Buten nicht kult wär, na langer Tiet mal wieder die Körkenhex, hier, die Seitschi, achter mi, die Körkenhex, also usen Herd in die Körken, anbeuten denn. Und als dat für in Arm so önnig in Gang wär, da mein min Kerl ob einmal, was stinkt denn hier so? Ja, das ist sowas von verbrennt dunken. Also, das Feuer ist es nicht. Der Gestank kann eigentlich nur aus dem Backfach kommen. Da liegt ja wohl nichts drin, mein Kerl, und kijkt mit seine Taschenlampe in das Backfach nah. Guck dir das mal an. Da liegt ein seltsamer Haufen auf dem Backblech, sei und täuscht das Backblech flink gut, damit das aufhört zu stinken und zu qualmen. Ich bekijk mi den Hupen. Was ist dat denn bloß für ein grodes, watte Klumpen? Ob dat mal lebendig werden is? Ein Diet oder so? Wunder ich mi? Nee, dat möss wat anderes werden. Bloß wat? Wat tau äten, wat mir die Tiet verdrückt wär? Also, ich hab da nix rinpackt, säh ganz übertücht min Kerl. Seit Frühjahr haben wir die Körkenhex jo gar nicht anhat. Denn wie beut jo bloß in, wenn dat Buten so önnig kold is. Tja, und wenn die Arm denn just an is, dann schuf ich doch auch gern mal ein Oblob oder ein Kauken oder so rin. Aber ich ha doch nicht dat Mittagäten rin schaben und denn doch in vergäten. Dat ha ich doch voll magen möst. Und dat ha bestimmt auch anfangen zu gammeln und zu stinken na ein paar Tag. Tja, aber wat können dat nu werden? Wie würden egal welch an grübeln. Obwohl die Kinder mit irgendwas experimentiert haben? Also, süß kam jo eigentlich keiner in Frag. Aber use Jüngste wär all nicht fünsch, dat sei nur all wer die Schuld kriegen soll. Dobby ha so gar nix magt. Jümmer krieg ich die Schuld an allen, dat is voll gemein, säse. Säs dünn, just so als die Rest von die Familie mit grode Augen für dat Black und wundersig. Also, manchmal hast du hier bei uns in Hus echt das Gefühl, dass irgendwelche Wichtel an Rümwaken sind. Und schimmer ist es denn daran, kein Mensch wähn. Das muss da schon länger drin liegen, so eklig wie das aussieht, mir in min Kerl, als die Hupen afkeult wär. Ich füng erstmal an den Klumpen zu snüffeln, denn um meine Näs kann ich mir eigentlich Stimme verladen. Also, rügt gar nicht so schlecht. Wenn das nicht so verbrennt würde, dann kann man glatt mähen, dass das für langer Tiet mal wat zu äten werden is. Und sogar mal Gaut smeckt het, sag ich zu min Kerl. Aber wenn dat wat zu äten wär, wat könnt dat bloß werden? Und wer hat dat darin packt? Als min Kerl anfing, ein Bäten an den Hupen zu drücken, da föll ob mal die swatte verkokelte Budenhüll von den Klumpen af. Wat wär dat denn? Sieht ja aus wie eine verkohlte Haut, wunner, sieht min Kerl jumme mehr und schüttelt bloß noch mit'n Kopf. Wär dat doch mal lebendig? Unter diese Hut, da kam ein hadde Klumpenton fürschien. Hier, kick ja dat mal an, dat is jo sogar benah durchbackt as so'n Brot. Unter solch den undefinierbaren Klumpen genauer. Und auch min Kerl ist doch as so'n Detektiv da in Rümmen. Innen drin sind Körner. Hast du vielleicht mal irgendwann versucht, selbst Brot zu backen und dann ist dir mittendrin vielleicht der Ofen ausgegangen und du hast das Brot dann im Backfach vergessen? Freuchheim mi doch glatt. Nee, Brot backt ich da in nicht und auch kein Kauken. Dat wüss ich jo wohl, wenn ich in die Körkenhex Brot backt ha. Wat schöllt diese dörsige Fragerei eigentlich, als ob ich wat mit düssen Klumpen hier verdauen ha. Tja, aber ob mal, da muttert wohl in min Brägen und in mine Synapsen Funkteppen. Und mi földert as Schuppen von mine Augen. In Korn und Buten eine Hut, dat können jo eigentlich bloß, ob dat wohl, dat
könnt ihr wohl nicht angehen, dat dat am Ende doch min Lavendelkörner küssen wird, dat ich all so lang socht ha. Dat Küssen mach ich immer in dat Backfach von Use Körkenhexheit, denn ich hef keine Mikrowelle. Ein bädender warm sind die Küssen all öfter mal worn, wenn die Körkenhex einfach noch daheim wär und ich dat Küssen dort lang in Lingen laden heb. Aber dat ich vor allen Dingen, ich auch noch, dat Körnerkissen ganz und gar da in vergessen hebben schall, dat können ja wohl nicht angehen. Tja, also wenn ich so trüch denk, dann heb wir uns in Mai jo mal bannig wundert, da dat Buten bi uns in Gorn so rügen der, als ob einer von den Nabers am Brot backen wür. Ich weet noch, dat mi benadet war, der in Mund oben loben is und ich mi fragt heb, wer von den Nabers dat wohl wür und ob dat Brot wohl schmeckt het. Denn würden dat also gar nicht die Nabers, sondern wie Sims. Und diese wunderbare Duft is ut usen eigenen Schossteinrut kam. Und wir hab nix davon antragen, da die Lavendel und dat Korn backt worden sind und da die Lindenstoff von dat Küssen sogar anfangen het tau brennen. Stellt ja dat mal für in usen Backarm. Oh Gott, bestimmt war die Körkenhex mal wieder Fälterheit. Aber dat für mut wohl denn tam Glück doch von allein utgarn werden. Wat heb wie bloß für ein Glück hat, dat nix wieder passiert is und nicht eins abfackelt is. Ich mach da gar nicht an denken. Also, falls ich mal wieder Kohle feute, Nackenverspannung oder Dullenhausen heb und mir ein Körnerküssen in die Körkenhex warm machen will, dann soll ich vielleicht doch lieber Dobby starn blieben und nicht inzwischen woanders hingehen. Vielleicht soll ich auch Dobby starn blieben, wenn ich Melkries kak. Der ist mir nämlich just überkackt und anbrennt. Wo? Tja, da, in den Pott. Wetter, ob die Körkenhex. So eine Körkenhex kannst du einfach für eins brucken.